für mich ist das die Natur der Rostentferner. Also wenn ich ins Grüne gehe, so wie heute, da der Himmel blau, der Wind kräftig. Aber das ist nicht so grün. Und doch, es kommen da schon Knospen rein. Wenn ich mich in meiner Arbeitsumgebung umschaue, wie die Leute teilweise körperlich beieinander sind, die keinen Sport betreiben oder nicht zumindest in der Freizeit ein wenig spazieren gehen oder mit der Familie was machen, sondern auch zu Hause dann nur vom Bildschirm oder vom Fernseher sitzen. Ja. Da Die gibt es auch Köche. den Film, wie heißt jetzt, The Menu? Hast du den Nein, ich hab auf ihn nicht Netflix, The Menu? Genial, da geht es auch darum, dass so dieses überkantidelte muss man einschauen, das ist echt lustig. der zum sehr Anschauen. tiefschwarzer Humor, bisschen Auf jeden zu Fall schwarz. einer, Willkommen zu unserem ersten heutigen Podcast. Das ist eine Premiere und zwar haben wir Pendekars von der Kampfkunst BMG Sintag uns überlegt, mit welchem Thema wir euch eine Freude machen können und dadurch wir die letzten Jahre mit Gesundheit sehr beschäftigt waren und gesund bleiben, haben wir uns gedacht, wir wählen uns dieses Thema aus. So, Beneka Andi. Ja, also ich denke, wenn man sich nicht bewegt, kann einem nichts passieren. Ne? Dann bleibt man gesund. Aber nein, natürlich nicht. Bewegung ist Leben. Was meinst du? Ja, Bewegung ist Leben, stimmt auf jeden Fall. Also gerade wenn ich mich in meiner Arbeitsumgebung umschaue, wie die Leute teilweise körperlich beieinander sind, die keinen Sport betreiben oder nicht zumindest in der Freizeit ein wenig spazieren gehen oder mit der Familie was machen, sondern auch zu Hause dann nur vom Bildschirm oder vom Fernseher sitzen, kriegt man es teilweise mit der Angst zu tun und die sind in den letzten Jahren auch nicht sehr viel im Büro gewesen. Ohne Kreislauf und ohne körperliche Beanspruchung kostet man und Kost ist meistens nicht das Beste für den Körper. Ja, da muss man den Rostentferner auftragen. Ja. Und für mich ist das die Natur der Rostentferner. Also wenn ich ins Grüne gehe, so wie heute, da der Himmel blau, der Wind kräftig. Aber das ist nicht so grün. Und doch, es kommen da schon Knospen rein. Man weiß, dass es grüner wird. Ja, und dann ist der Rost weg. Ja, Gesundheit ist auf jeden Fall Bewegung. Also man sagt oft, man soll sich gesund ernähren. Das gehört auf jeden Fall dazu. Gesund trinken, viel Flüssigkeit zu sich nehmen, Wasser. Auf jeden Fall Kräutertees, gute Ernährung. Aber eben ohne Bewegung funktioniert das dann doch auch nicht. Also ich finde, das ist immer so eine Kombination. Und Sauerstoff, viel Atmen, so wie heute. Wir haben ein Atemtechnik-Seminar. Und das freut mich sehr, das ist sehr wichtig, die Lungen gut durchzuputzen. Wir atmen ja oft sehr falsch, wenn wir Stress haben. Dann atmen wir ja nur bis zum Hals oder Brustkorb, aber eigentlich soll man ein bisschen im Bauch atmen. Und wenn man Sport macht, dann erinnert man sich daran, dass man richtig atmen soll. Genau. Ja, und das ist nicht nur gesund, das macht vor allem auch glücklich. Und das ist vielleicht sogar das Wichtigste überhaupt. Dass wir glücklich sind. Wir lachen sehr viel, wenn wir da miteinander trainieren. Ja, vor aus Schmerzen. verschiedenen Gründen. Aus Angst. Kompensation von Angst und Schmerz. Ja, es tut gut. Das tut gut einfach. Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich umfassend bewegt, also dass man sich eine Betätigung oder einen Sport aussucht, wo man nicht nur monoton immer dieselbe Bewegung ausführt. So, als erstes kommt mir immer Radfahren in den Fokus, weil da ist eigentlich immer genau dasselbe. Auch viele Sportarten, die sich nur auf ganz spezielle Muskelgruppen und Bewegungen beziehen, das würde ich maximal als Ergänzung sehen, sondern es ist wichtig, dass man sich wirklich mit dem ganzen Körper und mit allen Muskeln betätigt. Das ist eines der wichtigsten Sachen. Auch bei der Ernährung ist es eigentlich immer dasselbe Prinzip, dass man gut mischt und nicht sich auf eine Sache konzentriert. Und das ist zum Beispiel in einer Kampfkunst gegeben, weil da arbeitet man viel mit dem eigenen Körper und vor allem mit allen Gliedmaßen gleichermaßen. Nichts darf zurückbleiben, weil sonst ist das Gleichgewicht nicht da und ohne Gleichgewicht ist es im ganzen Leben schwierig, auch für die Gesundheit.
Ja, und gemeinsam. Also Menschen sind eigentlich soziale Wesen. Das heißt, es gibt sicher Einzelgänger, aber man weiß aus Studien, dass es die Gesundheit fördert, wenn man Sozialkontakte hat und Sozialkontakte pflegt. Und deswegen ist ein Kampfkunsttraining auch gesund, weil man das eben nicht alleine praktiziert, sondern in der Gruppe mit den Kollegen, Kolleginnen und ja. Ja, wir trainieren wirklich alles, das geht bis in die Haarspitzen manchmal, wenn man das so anzieht. So wie jetzt, schon ich, kommt zum Haarspitze natürlich auch. Genau. Und viel Spaß und Sport und auch der Wettkampfgedanke ist wichtig. Wir wollen gewinnen. Ich will gewinnen. Das ist auch was Wichtiges im Leben, gewinnen wollen. Ja. Man gewinnt aber nicht immer, Nein. auch wenn man will. Und vor allem zu akzeptieren, dass auch andere gewinnen wollen. Ja? Ja, das ist schwierig. Aber Ja, und den lockeren Zugang zum Leben und zu dem, was man macht, ohne Verkrampfung. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptpunkte. Ja, heute keine Prüfung. Ohne Prüfung ist ja locker. Ja. Es gehören natürlich auch Stresssituationen dazu und auch dazu ist wenn man gesund ist, steckt man sowas viel leichter weg, kann viel einfacher damit umgehen. Also Gesundheit hilft einem ja nur nicht dabei, dass man nicht krank ist, sondern auch, dass man das genießt, was man gerade tut und nicht immer nur im Notfallsmodus agiert. Und das soll ja eigentlich der Sinn und Zweck sein. Ja, und auch wichtig, mentale Gesundheit. Also es gibt verschiedene Formen der Gesundheit. Und man weiß aus wissenschaftlichen Studien, dass Kampfkunst unser Gehirn speziell beeinflusst. Nämlich es gibt gewisse Regionen im Gehirn, hat man untersucht, die bei Kampfkünstlern größer sind als bei Leuten, die vielleicht wirklich nur auf der Couch sitzen und überhaupt keine sportliche Betätigung machen. Und zwar, das hat damit zu tun mit der Vernetzung von der linken und rechten Gehirnhälfte unter anderem. Für mich ist das sehr wertvoll und für meine mentale Gesundheit, das räumliche Denken, links, rechts, mal auch für den Kopf eine Herausforderung, wenn man gegengleiche Übungen macht, räumliche Vorstellung zu zweit, wenn wir Choreografien, Kampfchoreografien machen, also da ist das Gehirn auch gefordert, aber auf eine ganz spezielle Art. Natürlich ist das Gehirn vom Computer auch gefordert oder wenn ich in der Arbeit ein Problem lösen muss, aber das ist eine ganz andere Art von Beschäftigung für das Gehirn. Gerade in der Bewegung, wo visualisieren eine Tier- oder Pflanzenwelt und die Umgebung von Natur her, ja, rutschig, Wellen, ja, Pflanzen und so weiter. Jo. Ja, die Bewegungsabläufe bei uns sind oft sehr kompliziert. Es gibt sehr lange Zweikämpfe oder Schattenkämpfe und das muss man sich einmal merken. Und das ist nicht ein sehr, sehr gutes Training fürs Gehirn. Und wenn man das lernt, hilft es auch, sich das immer vorzustellen, das heißt, das im Kopf zu machen, ohne die Bewegung zu machen. Es ist trotzdem gesund, auch wenn man sich da jetzt mal nicht bewegt, aber es ist trotzdem gesund. Nicht zu vergessen, dass man einfach eine fürs Leben gewinnbringende Beschäftigung sich dadurch aussucht, ja, wo man immer wieder positive Erlebnisse rauszieht, manchmal auch scheitert oder verletzt, aber auch das gehört zum Leben und auch daraus kann man wachsen, wenn man es annimmt, wenn man es erkennt, was ist passiert, warum ist es passiert. Also man kann das einfach gewinnbringend ins Leben integrieren und dadurch der Gesundheit, der menschlichen, der geistigen, körperlichen Gesundheit einen Ansporn dazu geben, dass man immer weitergeht den Weg. Ja. Meine Damen und Herren, diese 3 Leute, mindestens haben sie schon seit 10 Jahren beschäftigt mit der Kampfkunst aus südostasiatischen Ländern. Denn sie waren auch Forschung dort in Südostasien. Sie
Recent Sudos ASEAN ist Thailand, Malaysia, Indonesien, Philippinen, Brunei. Sie waren auch dort. Dort. Ja, dort ist eine andere Form von Gesundheit oder Gesundheitsbewusstsein alleine, dass wir einfach aus Mitteleuropa kommen und wir ein anderes Klima haben. Also auch unsere Gelenke haben sich hier angepasst oder unser Verdauungssystem, unser Stoffwechsel. Kommen wir dann aber nach Südostasien, sind wir natürlich auch herausgefordert. Und es ist auch gut fürs Immunsystem, andere Ernährung, anderes Klima, tropisch, wie reagieren die Gelenke drauf, Feuchtigkeit, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. In Borneo über 90%. Das merkt man gleich, wenn man beim Flugzeug aussteigt und den ersten Atemzug macht auch. Ja, man schwitzt sehr viel und man kann dann andere Sachen ausprobieren mit seinem Körper als hier in Mitteleuropa. In Südostasien sind die Gelenke oft geschmeidiger, während andere Sachen dann arbeiten, wie zum Beispiel die Atmung ist dann oft sehr gefordert und der Wärme, Kälte, Hitze, Ausgleich. Aber durch die Wärme kann man zum Beispiel Haltungen, die man hier macht oder Dinge, die man hier ausprobiert, ein bisschen intensivieren, indem man mehr Drehungen, mehr Geschmeidigkeit zusammenbringt. Auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, also wie du gesagt hast, Bodenbeschaffenheit, oft ist es rutschig oder wir trainieren auch manchmal im Meer. Das ist auch nochmal ganz was Spezielles. Ja, man sieht also auch die Bevölkerung dort, wenn sie diese Kampfkunst übt. Sehr unterschiedliche Menschen sieht man da. Man sieht manchmal sogar Kinder mit Messer, aber auch ältere Herren mit Sakko und Sarong drüber, die dann wunderschöne also Schritte machen. Das geht also bis ins hohe Alter. Das ist nämlich auch wichtig und schön. Ja, ich glaube, das ist das Bewusstsein, dass man mit seinem Körper oder an seinem Körper arbeitet bis ins hohe Alter, ganz ein anderes als bei uns, wo man, glaube ich, fürchte ich, viel früher zurücksteckt und sich eingesteht, das kann ich nicht mehr, das will ich nicht mehr, das ist mir zu anstrengend, das muss ja nicht mehr sein. Ist vielleicht nicht ganz der richtige Zugang, so wie man als Jugendlicher sich auch oft denkt, naja, gehst halt zum McDonald's, machst es leicht, Fastfood oder Pizza. Bitte keine Werbung. All diese Entscheidungen sind zwar Geht zum nachvollziehbar. Fastfood-Lokal, ja. Keine Namen bitte. Bitte rausschneiden. Ja, das sind zwar nachvollziehbare Gedanken, aber wahrscheinlich für die Gesundheit und für einen langen gut funktionierenden Körper nicht unbedingt das Richtige. Ja. Und das sieht man gerade in Südostasien oder in Ländern, wo man noch mehr mit der Natur und mit seinem Körper im Einklang ist. Das ist zwar ein sehr oft benutzter Slogan, das ist im Einklang mit sich und so, aber man merkt das schon, dass die Leute dort näher an sich und an der Umwelt noch sind, als wir hier in Mitteleuropa. In der Stadt in Südostasien, so wie die große Stadt, ja. Thailand, in Bangkok oder in Malaysia, in Kuala Lumpur oder in Singapur oder in Jakarta, Manila, das ist sogar schlimmer als bei uns. Aber am Land, wo die Natur noch intakt, Yes. ja. Die Leute leben noch so wie vor 100 Jahren. Was mir auch noch einfällt, so wenn wir da reden, also Frauengesundheit, das ist auch ein eigenes Thema als Frau in einer Kampfkunst. So wie du sagst, wann hört man auf zu trainieren, wie oft trainiert man? Frauen haben da ja verschiedene Challenges, so im Monatsablauf oder im Lebensabschnitten zu absolvieren, wo der Körper eben nicht das macht, was man gerne hätte. Aber da ist es, finde ich, auch wichtig, dran zu bleiben und zu probieren, was geht und was nicht geht und nicht aufzugeben, sondern eben im Fokus zu haben, dass man gesund bleiben will und dann nicht irgendwann einfach aufgibt und sagt, ja, das ist nichts mehr oder das und das geht nicht, sondern einfach herauszufinden, was geht und wie man das gut adaptieren kann, die Bewegungen oder ja, atmen geht ja immer zum Beispiel. Und dann herauszufinden, was dann gut tut und gesund ist, und das zahlt sich auf jeden Fall aus, auch wenn man gerade nicht so fit ist, trotzdem weiter bewegen und dranbleiben, das kann ich nur entdecken.
Aber es bleibt spannend. Ich werde auch älter. Wie viele ältere Frauen machen noch Kampfkunst? Und viele können sich es einfach, glaube ich, dann irgendwann nicht vorstellen. Und das ist meine persönliche Challenge, herauszufinden, wie sich das entwickelt, auch mit fortschreitendem Alter. Sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, ich habe auch wenig Vorbilder, es sind ja doch eher Männer und die sagen auch immer gesund und weitermachen und so. Ja, da muss man als Frau auch mal das beobachten und das auch nehmen, weil die Körper sind anders und funktionieren anders, aber da muss man einfach auch selber ausprobieren. Mir fallen wenig sehr alte Kampfkünstlerinnen ein oder sieht man auch selten. Das werde ich jetzt einfach weiter ausprobieren. Ja, wie man sieht, ist das Thema Gesundheit, Bewegung, Kampfkunst, alles miteinander verwoben. Wie ich damit begonnen habe, war Gesundheit eigentlich auch schon ein Thema. Damals noch eigentlich recht jung und recht unfit. Ja, trotz Studium und eigentlich alle Möglichkeiten, die man so hat als junger Mensch. Eigentlich alles da, genug Freizeit, auch finanzielle Mittel wären da gewesen, aber Faulheit war eigentlich die treibende Kraft zu der Zeit. Das habe ich erkannt, wollte was machen und habe es auch Gott sei Dank gemacht und bin dabei geblieben. Kann es nur jedem empfehlen, sich etwas zu suchen, wo man geistig und körperlich sich einbringt bis an seine Grenzen. Das ist auch immer wichtig, ja, dass man nicht nur wie die Pendekar Dani gesagt hat, ja, dass man auch ein bisschen experimentiert und die Grenze sucht, nicht immer auf Zwang und auf Krampf und auf Härte, aber zumindest versucht auszuloten, wie weit kann ich gehen, bevor es wehtut, bevor es mich wirklich erschöpft. Und dann hat man auch Freude dabei, wenn man seinen Körper besser kennenlernt. Und auch seinen faulen Sack, weil den gibt es immer. Auch wenn man noch so lange Kampfkunst macht, er ist trotzdem irgendwo im Hintergrund, schaut einmal über die Schulter und redet dann rein. Ja. Aber mit dem muss man sich auseinandersetzen. Und das funktioniert. Meine Damen und Herren, wir werden Pause machen und Nachmittag werden wir wieder weiter im Podcast bleiben und uns über Gesundheit unterhalten. Vielleicht beim Essen dann schon. Ja. Dann zeigen wir euch gesunde asiatische Küche von keinem Fastfood-Lokal. Das Lokal heißt Bip. Also willkommen zum Teil 2 des Podcasts Gesundheit. Ich schaue etwas verändert schon aus zum Teil 1. Dazwischen war ein Training für die Gesundheit. Ja, was haben wir noch nicht gesagt? Das wird jetzt spannend. Ja, passend zum Thema könnte man uns eigentlich ein bisschen auch über Ernährung unterhalten. Von dem abgesehen, dass wir ausgezeichnet gegessen haben, ist es natürlich, so wie bei der Bewegung, auch bei der Nahrung wichtig, dass man umfassend und viele verschiedene Sachen zu sich nimmt und gut abgestimmt. Natürlich, dass es lecker ist. Ja. All das kann man hier im Lokal bekommen. Ja. Und auch Maß halten ist wichtig beim Essen natürlich. Ne? Wenn ich dann so wieder Mude. Du machst. Ich habe kein Fleisch gegessen, also man muss auch achten, dass man nicht zu viel Fleisch isst. Das ist nicht gesund, sondern sehr viel Gemüse und Gemüse. Das da mal, wenn man denn nur Fleisch isst. Gewürze und Kräuter sind wichtig, aber ganz besonders dann, wenn man Fleisch isst. Nein, auch sonst. Gesund, stärker Widerstand. Hauptspeisen Fleisch, Hauptspeisen Fleisch, Nachspeisen Fleisch. Ja, Beilage auch Fleisch. Beilage auch. Ja. Und dann Abspeise sogar. Meat Pie. Ja. Mhm. Und frisch gekocht. Das ist auch wichtig, ja. Frisch gekocht. Bio, wenn geht Bio. Geht Bio. Ja, das nicht. Und in guter Gesellschaft. Ja, gute Gesellschaft, das ist wichtig, ja. Sehr gut. Und Vergnügen. Mhm. Was kann man zum Essen noch sagen? Und Ja, mit dem, vor dem Training 2 Stunden kein Essen.
Ja. Das Schlimmste als Erfahrung ist Eis, Milch, kalte Milch vom Training. Das ist ganz schlecht. Also Banane ist gut. Eine Banane vom Training ist Aber super. am besten ist gar nichts. Am besten Meine ist Erfahrung nichts ist die letzte Stunde vom Training 0. Das ist das Wichtigste, sonst Schaut's so passieren die aus. schlimmsten Sachen. Ja? Und wie mit dem Körperpflege und so. Ist ja individuell. Wichtig ist, dass man sie macht. Wichtig ist, dass man sie macht. Ja, Ja. Sollte man nicht vergessen. Weil du hast gesagt, dass es gibt, dass pro Jahr jemanden Geld geben für Körperpflege. also es ist gesunken, ja, liebe Leute, wenn ihr das seht, man riecht es auch. Also man sieht es oft nicht, aber man riecht es, vor allem in den öffentlichen Verkehrsmitteln, an Kassen, also da, wo Menschen eher eng sind, kann man es riechen. Ja, laut einer Studie geben die Österreicher jetzt weniger Geld für Pflegeprodukte aus. Ja, traurig. Das ist ja, wenn das Gas so teuer geworden ist. Obwohl ich sagen muss, Ja. die effektivste Pflege ist immer noch das Wasser. Ja. Also mit Wasser lässt sich schon sehr, sehr viel machen. Ja. Ist schon gut, wenn es warm ist. Zumindest im Winter jetzt. Doch, Also, doch, ja. Und das sagt jemand, der bis im November schwimmen geht. Ja. ja. So, Aber zur so. Pflege. Ich glaube, Pflege ist ja. Ja. Und mit dem Wohnung oder so. Ist auch Ja. gesund wohnen. Die ist Wohnsituation gesund. ist für die Gesundheit schon sehr, sehr zuträglich. Ja. Vor allem die Sauberkeit der Wohnung. Dass kein Schimmel drinnen ist. Und Jealousy. Liebe Nachbarn. Ja, sonst wird man auch ungesund. Das ist auch ungesund. Ja. Nervige Nachbarn ist ein Thema. Sollte man vermeiden. Abstellen, ausziehen lassen. Oder unangenehme Hauseigentümer. So ist auch. Soll es auch geben. Ja. Oder jemanden vergessen, Fenster zumachen. Ah ja, dass in die Wohnung auskühlt. Meine Nachbarin hat vergessen, die Fenster zuzumachen. Und ist auf Urlaub gefahren, oder was? Yep, naja, zumindest 4-5 Tage waren die Fenster sperrangelweit offen. Toll. Und ich immer noch dachte, es ist so kalt in der Wohnung, es ist nichts anderes. Ja, also die Mauern und Nachbarwohnung und es werden alles kalt. Ist nicht so gesund. Haben schon ein paar Vögel genistet in der Wohnung. Tauben. Der Wald drauf. Ja, der schönste Vogel Österreichs. Ja, Wohnung ist auch wichtig, ja, Lebensumstände. Und die Umgebung natürlich. Ja? Umgebung. Und Kameraden oder so etwas. Wie nennt man das bei dem Training? Ja, Sozialkontakt. Sozialkontakt. Freundschaften, ja. 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 Da weiß man genau, wen man prügelt im Training. Oder von wem man geprügelt Alkohol wird. während dem Sport machen ist nicht so gesund. Ich habe einen Mitarbeiter, der geht Basketball spielen. Und die beginnen schon vor dem Basketballspielen mit dem Bier trinken. Und in der Pause vom Basketballmatch wird auch Bier getrunken. Das wirkt anstrengend. Ja, also vor dem Training kein Alkohol ist auch zu empfehlen. Und nicht rauchen. Während dem Training. Ja, das heißt auch, gibt ein paar Dinge, wo in Südostasien, das ist Normal, dass man Norm- raucht, ja, während ja, dem Kampfkunsttraining raucht Ja. man. Da hat man da so ein Fach mit für Zigaretten und fürs Feuerzeug. Wichtig. Ist ja Selbstverteidigung auch gut, ne? Wenn du da so einen Glimmstängel zwischen die Zähne hast, da ist schon einmal einen kleinen Radius rund um dich. Und man riecht Körpergerüche nicht so. Stimmt. Das ist, glaube ich, Man der kann Grund, die- warum geraucht wird. Man kann die während dem Körperhygiene kaschieren Ja, mit genau. Nikotin. Das ist auch sich gut. in Ja. Dunsthüllen, also Ja. Tarnung der vielleicht auch. Krankenwechsel hier, Natürlich. Pelikanin da hier wechseln. Ja. Ich bin nur gefilmt ein bisschen. Wir müssen einen Mach- Podcast mach- mach einen machen. Podcast. Sag, mach Werbung. Beste Lokal. Wer diesen Lokal Markt mit kennt, das beste Lokal. Sein Ja. wird noch berühmter. Wir haben extra noch Wechselplatz. Druck, bitte nicht. So viel Druck. Es war so lustig. Jetzt war es ein super Bericht im Doc 1 im OFTV-Tech. Und da war einer, der wollte sich eben nicht
in diese Welt der à la carte so mit Hauben begeben. Also sobald sie dir eine Haube geben, ist es vorbei. Ja. Kannst nur mehr zumachen. Da kannst du nur mehr zumachen. Sonst bist du mittendrin. Und wenn du das nicht willst, musst du das Lokal zumachen. Ja. Der hat dir das Lokal ruiniert. Kennst du Tim Melzer? Nein, kenn ich nicht. Das ist ein deutscher Fernsehkoch. Ja. Der ist Ah, auch so, so, ja, ja, ja. ja, sicher, er ist nur Punkrock, er ist auch nur gegen diese Hauben, Michelin-Sterne, goldene Gabel, Genau. goldener Löffel und Ja. Ja, das macht extra auf jeden Fall macht er so eine Fernsehshow, wo er Haubenköche zu sich ladet und er bettelt sich mit denen, macht ein Turnier und du wirst irgendwo hingeschickt. Sie schicken sich gegenseitig zu einem anderen Haubenkoch und sie probieren das Menü und müssen es nachkochen. Und eine Jury, die Stammgäste, vielleicht schicke ich einen Melzer zu und die Stammgäste kosten dann und verteilen Punkte, ob das so gut schmeckt, weil er meint, er hat genug von diesen Pinzettengedue Genau, und das so. ist Wahnsinn. Die kochen gar nicht mehr normal, die Leute. Und Das ist so viel Druck. Das war echt ein guter Bericht. Es läuft jetzt auch auf Doc 1. Also weiß ich nicht. Auf OFTV-Tech. Auf OFTV-Tech läuft das. Doc 1. Ja, Doc 1. Achso, das ist überhaupt Doc 1. Ja, kenn ich Die Sendung. Settele oder Genau, so. ja. Voll. Doc 1 ist jetzt gerade. Doc Läuft 1. sicher noch 4-5 Tage. Das ist echt lustig, so mal zu sehen, dass die Welt der Sterne-Restaurants. Ja. Da Die gibt es auch Köche. den Film, wie heißt jetzt, The Menu? Hast du den Nein, ich hab auf ihn nicht Netflix, The Menu? Genial, da geht es auch darum, dass so, das ist überkantitelte Da muss man einschauen, das ist echt lustig. Der zum sehr Anschauen. tiefschwarzer Humor, bisschen Auf zu jeden Fall einer, schwarz. der hat einen, da war einer, der hat eben der hat erzählt, der hat eine Haube bekommen, weil er so gut kocht. Und er wollte sich nicht in diese Welt begeben und er hat gesagt, er hat keine Chance mehr gehabt. Das Einzige, was er machen konnte, ist dann zumachen. Und dann ein neues Lokal, ja. So bis mittendrin. Wenn du eine Haube bekommen hast, kannst du nichts mehr tun. Da bist du mittendrin. Und du willst ja keine Haube verlieren, da kommen die Leute, die eben wegen der Haube kommen, da kann man sich immer wieder testen, ob du die Haube auch verdienst. Ja. Druck. Das ist der voller Druck. Und dann hast du plötzlich Druck. Und die Leute kommen ja auch wegen der Haube und du musst diesem Druck standhalten. Und das Einzige, was du machen kannst, wenn du diesen Druck nicht, also wenn du das nicht willst, ist nur zumachen. Da kann man nicht auf die Tür so einen Zettel picken. Wir interessieren uns nicht für Hauben, Gabeln, Falstaff, Also Sterne. er hat erzählt, er war total lustig. Ein super Koch, aber er wollte diese Welt. Ein Österreicher? Ein Österreicher, ja. Okay. Du musst anschauen, das ist echt lustig. Ja, ich schaue viel Kochsendungen. Ehemalige Gastro-Familie. Schaust du an, das ist Ja, lustig. super. Doc 1. Doc 1. Zähne sind auch wichtig. Ja, zum Besten. Ja. Ja. Und wenn man älter ist, ist mein Sohn, dann sollten sie auch nicht ständig ausfallen. Ja. Ja, das wäre ein schlechtes Zeichen und für die Gesundheit nicht zuträglich. Ja? Okay. Übrigens, vor dem Mittelalter war das einer der häufigsten Todesursachen. Die Auslöser waren die schlechte Zähne. Ja? Okay. Viele Infektionen und so. Ja, Gesundheit. Lebensumstände. Arbeit haben wir noch nicht angesprochen. Ja. Zu viel Arbeit ist auch ungesund. Ja, Ohne Arbeit ist Und sehr ungesund. ungesund. Ja? Sehr ungesund. Und glücklich sein bei der Arbeit. Erfülltes Arbeitsleben ist Ja. wie Familienleben einer der Eckpfeiler der Gesundheit. Der geistigen. Aber sehr schwierig zu erreichen. Schwierig, ja. Außer man ist Chef und alle anderen lachen immer, wenn man was sagt, allein deswegen. Das ist auch schon okay. echt? Ja, das funktioniert sehr gut. Ja, das ist so Autoritätsdruck. Was ist noch erstrebenswert, wenn man gesund Ja, gesunde Urlaub. Rauschkultur, Urlaub. Erholung. Erholungsphase, weil wenn man dann alt wird, dann die Erholungsphase auch ein bisschen länger. Das Ein heißt, gutes Argument für die 4. Urlaubswoche im Sommer. Ja. Ja, ich bin schon in dem Alter. Ich gönne mir das. Wirklich? Nein. Ich träume gerade. Aber das wäre sehr gesund, ja? 4 Wochen im Monat.
Ja, das bis da Sie sehen, bis hier sind wir erste Podcast beendet. Wir wollen so jede Sprecherinnen oder Sprecherin soll sagen, wie lange sie schon zu tun mit der Kampfkunst oder und auch mit der 26 Jahre habe ich mir vorher ausgerechnet. okay. Ja, 27 Jahre. Ja, Und 22 Jahre. okay. Dann bitte. Kevin, Ja, sag selber. danke fürs Zuschauen, Zuhören. Es kommt sicher noch mehr von uns. Ich hätte mir gedeutet, also Zähne sind auch sehr wichtig. Ah ja, habe ich schon gesagt. Ja, ich habe 10 Stunden Arbeitstage. Ich würde bitten, die Kamera woanders hinzuschwenken. Es gibt bessere Zeiten. Okay, gut. Gut. Ciao. Schönen, Warte. was auch immer.